SRF Audio. SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli. Herzlich willkommen zu Fokus mit der Steffi Buchli. Wir kennen sie von SRF Sport, von Führungspositionen in grossen Verlagshäusern. Und momentan ist sie beruflich vor allem in Berlin. Sie ist bei Bild, das ist das reichweitstärkste Medium von Europa und dort für Transformation im Newsroom zuständig. Vorher ist sie in einer Führungsposition in der Geschäftsleitung bei Ringe, bei MySport und eben bei SRF Sport. Die Steffi ist 47, verheiratet und Mami von einer 10-jährigen Tochter. Steffi, schön bist du da. Danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Merci. Ja. Hey, wenn man so deinen beruflichen Weg anschaut, dann fällt auf, dich zieht es immer dort her, wo etwas Neues ist, wo aber auch Herausforderungen sind, wo ich denke, wenn man so anschaut, das könnte auch schwierig werden. Wieso zieht es dich so an so Orte an? Ich bin, glaube ich, ein Mensch, und das merke ich auch, wenn ich da zurückkomme ins SRF, wo nie stillstehen will. Wiederholung ist für mich etwas, was ich nicht unbedingt anstrebe. Ich habe auch gerne Herausforderungen, die vermeintlich unlösbar sind. Das ist wirklich so. Ich glaube, das ist so. Andere machen vielleicht Extremsport, und für mich ist das immer im beruflichen Umfeld gewesen, dass ich Herausforderungen gesucht habe und das immer geliebt habe, so zu knobeln und nach Lösungen zu suchen. Also du sagst dir, könnte auch unlösbar sein und gleich reizt dich zu probieren? Also ich glaube, ich muss einen Weg zum Erfolg sehen, aber manchmal weiss ich schon im Vornherein, dass die Widerstände sehr, sehr gross sind. Aber das reizt mich dann schon, ja. Weißt du, wie muss ich das auch aushalten? Also aktuell bist du 80% bei Bild, also du bist 3-4 Tage in Berlin. Und es ist ja völlig neu, also ein anderer Ort, eine andere Kultur. Was ist vielleicht das, was auch am schwierigsten ist, am Anfang war oder auch immer noch? Also es war mitunter genau das, was mich gereizt hat. Oder? Ich bin seit seit über 20 Jahren beruflich in der Schweiz tätig, habe dort eigentlich ich sage jetzt mal, für jedes Problem, das sich mir stellt, habe ich einen Lösungsansatz, weil ich das Netzwerk kann, weil ich die Medienlandschaft Schweiz sehr, sehr gut kennen und verstehen, weil ich die Schweiz an sich gut verstehe. Und jetzt den Schritt zu machen auf Berlin in einen Markt, den ich nicht kenne. Wir wissen alle, wie wir reagieren auf die Deutschen, die direkter sind. Das ist neu mein Arbeitsalltag. Das hat sehr Überwindung gebraucht, aber es war genau wieder so ein Moment gewesen. Also plus auch noch natürlich einige Nächte pro Woche von daheim weg zu sein, das wieder zu organisieren, zu merken, geht das für Carly, wie kommt das raus? Das sind alles wieder so Momente gewesen, wo ich gefunden habe, mal möchte ich gerne ausprobieren. Und es ist einmal mehr so ein Schritt aus der Komfortzone gewesen, wo ich dann auch immer sehr schätze, wenn ich merke, die Lernkurve ist sehr steil. Ich habe das gerne. Aber hat es so die Sachen gegeben, die dich auch überrascht haben, die du anders vorgestellt hast oder auch anders gehört hast oder gedacht hast, das ist jetzt doch noch ein bisschen knurziger oder eben easier? Es ist lustig. Ich habe am Anfang wirklich höchsten Respekt vor dem. Das ist, glaube ich, auch etwas sehr Weibliches. Kann ich dort wirklich einen Wert reinbringen? Kann ich denen etwas beibringen? Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, ich habe einen Rucksack, der genug gut gefüllt ist, als dass ich dort meine Inputs reingeben kann. Was sind denn so die Inputs von der Steffi? Ich glaube, Change ist ganz etwas Diffiziles. Man kann einfach am Reissbrett Change machen, alle Leute damit überfahren, oder man kann das sehr menschenorientiert machen oder empathisch machen, dass man die Leute mitnimmt auf die Reise. Und ich glaube, das ist eigentlich fast eine Pflicht, so schnell wie wir im Moment alles über den Haufen rühren und Prozesse müssen neu denken. Nicht nur in der Medienwelt, überall, wo KI reinspielt, ist man sich im Moment am Transformieren. Und wenn man das empathisch macht, dann kommt das sehr gut. Mich hat es noch erstaunt, du bist bei Bild, eben, du bist Feministin und gleichzeitig weiss man mit den Bildern und den Frauenbildern, die so transportieren, ja, da wird auch immer mal wieder darüber diskutiert. Wie war das für dich? Es ist sehr spannend. Das ist hier schon, als ich bei Blick war, sehr oft eine Diskussion, die ich gegen aussen mit Leuten geführt habe. Und ich habe diesen Leuten immer gesagt, wann bist du das letzte Mal Bild lesen, wann bist du das letzte Mal Blick lesen? Bild hat zum Beispiel eine riesige Kampagne gemacht rund um Gewalt gegen Frauen. Auch am 8. Märztag der Frau ist das ein grosses Thema bei der Bild. Also die Marke ist sich sehr stark am Transformieren, aber es ist ein unglaublich langer Weg, bis man
eine Marke kann neu positionieren, und da ist Bild mittendrin im Prozess. Aber ich glaube, es ist eine Phase, die auch sehr eine wichtige Phase ist für eine Marke, weil jede Verfehlung, also wenn man dann eben ein Fauxpas macht und quasi ein sexistisches Frauenbild transportiert, dann wirft einem das wieder weit zurück. Das ist eine sehr spannende Phase. Und nimm uns doch ein bisschen mit in deinen Alltag, also wie du in Berlin lebst. Ja, also ich wohne im Hotel dort. Das ist zuerst habe ich so gedacht, Wohnung wäre eigentlich lässiger. Unterdessen finde ich das grossartig. Da muss man kein Bettwäsche wechseln. Kochen ist jetzt nicht meine Lieblingsdisziplin. Da kann man ohne Ausrede auswärts essen. Aber ich muss sagen, es ist sehr eine anstrengende Zeit. Wenn ich in Berlin bin, dann pappe ich mir die Tage fest voll mit Interaktionen. Also ich habe sehr viele Meetings, sehr lange Tage. Ich glaube, jetzt, wenn ich in den 30er Jahren mal auf Berlin gegangen wäre, hätte ich das anders gelebt. Da hätte ich wahrscheinlich hauptsächlich in der Nacht auf irgendwelchen Tischen tanzen. Aber es ist natürlich sehr eine pragmatische Herangehensweise. Das heisst, ich arbeite sehr viel, wenn ich dort bin, geniesse es aber dann auch irgendwie noch, laufen zu gehen in der Stadt oder so. Ich bin sehr Fan von Grossstädten, und dass ich jetzt mal zumindest Teilzeit in so einer Stadt leben, da geht mein Herz jedes Mal auf, wenn ich so Anflüge über Berlin finde ich wunderbar. Nebst dem sind es wirklich eben sehr, sehr anstrengende, dichte Arbeitstage. Ist es auch eine Art Stolz, den du spürst, weißt, wenn du so im Flüger auf Berlin gehst und dort schaffst? Ja, ich meine, das ist doch eben, wir haben es gesagt, oder ich habe es gesagt, das reichweitstärkste Medium in Europa. Ja, also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es hat mich gefreut, als die Anfrage kam von der Chefredaktorin von der Bildgruppe, von der Marianne Horn, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten will. Weil das kommt nicht von ungefähr, aber am Ende muss man dann gleich einfach abliefern. Und das ist im Moment, ich bin jetzt ein halbes Jahr dort, da muss man einfach zeigen, dass das ein guter Move war. Mhm. Du bist ja in der Geschäftsleitung von Ringe, hast dort eine sichtbare, also eine Machtposition gehabt und bist gegangen, ohne dass du gewusst hast, wie es weitergeht. Wie war das für dich? Also zum Aushalten oder auch die Gefühle, die du dort hast? Das war ein rechter Strudel, als ich dort drin war. Ich habe das erste Mal einen Move gemacht, wo ich nicht gewusst habe, wie es nachher weitergeht. Ich habe manchmal so bin ich mega nervös geworden, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das jetzt alles neu gewesen und niemand fragt mehr nach mir. Es ist dann aber zum Glück schnell gegangen, dass sich Leute gemeldet haben, unter anderem die Marion für Bild. Und ich bin in spannende Gespräche hineingekommen. Dann habe ich mich ein bisschen angefangen zu entspannen. Was aber rückblickend auch verrückt war, ist, ich habe nach SRF 4,5 Jahre MySports gehabt, nachher 5 Jahre Ringe. Das sind unglaublich intensive geschäftliche Jahre gewesen. Nebenher ist meine Tochter herangewachsen. Das war auch intensiv gewesen. Und ich habe dann auch gemerkt, ich bin sehr, sehr müde gewesen. Also ich habe wirklich einfach auch Erholung gebraucht. Das heisst, der Garden Leave, also die Monate, die ich hatte, zwischen Ringe und Bild, dort habe ich manchmal auch sehr fest nichts gemacht. Ich habe sehr fest Löcher in die Luft gestarrt und habe mich erholt von den letzten 10 Jahren. Das ist mir ein bisschen eingefahren. Ich habe dort gemerkt, ich habe sehr, sehr Gas gegeben und es war wahrscheinlich ein bisschen grenzwertig auch. Und das nimmst du, also wenn ich jetzt, oder, hast du auch ein mega Pensum mit dem Hin- und Her-Pendeln noch. Was nimmst du denn mit aus dieser Zeit oder aus dem Gefühl, wo dir eigentlich dort bewusst worden ist, dass es wirklich an der obersten Grenze in dem Fall war? Ich habe in dieser Zeit so sehr fest mit mir geschafft und habe wie geübt, was sind so kleine Mechanismen, wo man sich ein gesünderes Leben organisieren kann. Also etwas ganz Kleines. Wenn ich heute aufstehe, mache ich zuerst eine Viertelstunde lang einfach ein paar Übungen für mich. Und das gibt mir einen wahnsinnig ruhigen, guten Start in den Tag. Hätte ich vorher nie gemacht. Dann das Rausfliegen, Wegfliegen hat für mich auch nochmal einen schützenden Effekt, dass ich nicht mit Haut und Haar eigentlich aufgefressen wird von einem Arbeitgeber. Ich glaube, ich habe einiges gelernt und es sind am Schluss ganz kleine Veränderungen, die ich gemacht habe, die aber für mich sehr wertvoll sind. Also so körperliche Übungen, Atemübungen oder Dehnen? Genau. Ja, genau. Es ist so Dehnen, Hüpfen, Schnaufen hauptsächlich. Also völlig unspektakulär auch. Aber es sind 15 Minuten,
wo mir gehören, wo mir niemand wegnehmen kann, die mich so ein bisschen stabilisieren auch für den Tag. Und dann auch innerhalb des Tages, dass ich immer wieder mir mal schnell eine Minute nehme, und das klingt so verrückt, oder? Aber es ist genau das, was ich vorher nie gemacht habe. Ich war sehr, sehr atemlos unterwegs gewesen, habe auch sehr einen hohen Anspruch an mich selber und meine Leistung, einen sehr hohen Anspruch, wenn es darum geht, wie ich mit den Leuten im Business umgehe. Also ich habe so eine Empathie. Das ist zum einen sehr, sehr schön, wenn man spürt, wie es dem Gegenüber geht. Hast du ja gesagt, das ist dir wichtig. Ja, es ist mir sehr wichtig. Zum anderen muss man manchmal auch etwas aushalten können, wenn eine Situation nicht optimal ist. Das sind alles so Sachen, die ich versuche zu lernen. Mhm. Ja, und du bist ja schon länger in einem sehr im männerprägten Bereich tätig, eben beim Sport, beim iSports, Geschäftsleitung, bei Ringier. Was hast du gelernt oder wie bist du einerseits nicht nur dort gewesen, sondern hast dich dann auch dort behauptet? Was hat es für das gebraucht? Ich glaube, es braucht ein Selbstbewusstsein, das nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, man muss dastehen, mit 2 Beinen auf dem Boden und durch alle Böden durch überzeugt sein, ich kann das. Und das ist etwas, wo ich lernen musste. Ich bin nicht jemand, der per se unglaublich selbstbewusst auf die Welt gekommen ist. Ich hatte viel Zweifel, ich habe viel nachdenkt über, wie gut ich wirklich bin und. Und in den Rollen, die ich zuletzt hatte, namentlich Bild, Ringe, MySports, habe ich schon gemerkt, ich habe dort ein grösseres Selbstbewusstsein entwickelt, was mein Können anbelangt. Und das ist ein Kern, glaube ich, dass man auch Leute guiden. Also ich glaube, wenn man unsicher wirkt oder die Leute nicht begeistern für etwas, dann steht einem das im Weg. Das heisst, ich habe das sehr stark entwickelt über die Jahre. Ich habe natürlich dort auch, weil das tatsächlich, das Sportumfeld ist eher ein machoides Umfeld war, habe ich auch immer mich behaupten. Das heisst, manchmal auch ein bisschen Ellenbögeln. Ich habe aber immer versucht, nicht männliche Habits zu übernehmen. Das wäre manchmal noch spannend, oder? Wenn man einfach das übernehmen würde, was man sieht, so wie die Männer sind, das mache ich jetzt auch. Ja, also eben so, dass ich gebe dir jetzt ein Beispiel, wo man vielleicht ein paar Männer da aussen hässig machen, aber ich finde das Selbstverständnis, wie Männer in die Sitzungen reinhocken und unglaublich viel Redeanteil haben, das staune ich immer wieder. Ich habe aber nie versucht, das zu imitieren, sondern ich habe versucht, mit wenigen Sätzen grosse Wirkung zu erzielen. Also ich habe versucht, meinen Weg zu gehen. Mhm. Also hast du mir schon vor einem Meeting gesagt, ich will dann, also dich vorbereitet anders? Ja. Weil ich glaube, wir können ja auch lernen von den Männern. Weißt, wir lernen uns ja einfach häufig einschüchtern. Ich habe das Gefühl eher. Total. Und in der Grundhaltung können wir sehr, sehr viel von den Männern lernen. Eben auch das Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein zu haben. Aber nachher nicht die Umsetzung, wie ich Leadership lebe. Dort ist mir eigentlich wichtig, dass ich meinen eigenen Weg entwickle. Gleichzeitig bist du nie nur Leader, sondern du bist immer auch ein Mensch, der in einer Gruppe funktioniert. Und dort habe ich auch so kleine Sachen gemacht. Zum Beispiel, wenn ich nicht einladend war bei einer Sitzung, wenn ich selber in einer Sitzung gehockt bin, wo man mich dazu eingeladen hat, dann habe ich die Traktanten angeschaut, was bereden wir heute, und dann habe ich mir eigentlich, wenn immer ich in die Sitzung hineingegangen bin, zum Ziel gesetzt, dass ich spätestens als Dritte etwas sage. Jetzt kannst du sagen, was ist denn das für eine blöde Regelung? Aber das habe ich gemacht. Macht einem noch Druck, je nachdem, es macht einem Druck. Bist, ja. Du gehst nie in ein Meeting, wo du nichts zu melden hast, dann sagst du nämlich lieber vorweg schon, hey, sorry, da habe ich nichts dazu beizutragen, ich komme lieber nicht. Und wenn du kommst, bist du von Anfang an präsent und hast Bier bei der Sache. Und das war für mich so ein guter Mechanismus, um mich sichtbar zu machen. Oder? Aber nicht ein 3 Minuten Plaudervotum, sondern gezielt ein Input, der hoffentlich wertvoll ist. Also sogar in den Meetings hast du dir eine Challenge gesetzt? Ja, so bin ich. Du findest das jetzt vielleicht komisch, nein, aber nein. Ja, ich glaube, ich kann natürlich... Also ich finde es einfach sehr anstrengend. Ich bewundere das, aber ich denke, wenn ich den Lebenslauf ein bisschen angeschaut habe, denke es ist schon anstrengend, sich immer wieder so zu fordern, wie du sagst, Sachen, wo du vielleicht sogar denkst, das funktioniert gar nicht. Also
das ist wahrscheinlich, jetzt werden wir schon ein bisschen, jetzt wird es schon ein bisschen deep da in dem Gespräch. Ich glaube, das hat schon etwas, oder? Ich habe nach der Matur habe ich eine Ausbildung bei der Bank gemacht, bei der UBS, habe nebenzu so BWL, Recht, VWL und so gehabt. Nachher bin ich in die Medien hineingerutscht. Ich habe nie ein Studium abgeschlossen und bis heute, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl, darum muss ich umso mehr krampfen. Also es ist wirklich ein bisschen so, ich hätte ja liebend gerne einfach einen Master, um können sagen, «Tag, da haben ihn!» Einfach, um das ein bisschen umzuzeigen oder so. Und ich kann ihn nicht. Das heisst, ich habe wie immer das Gefühl, ich muss doppelt leisten. Und in dem Sinn bin ich wahrscheinlich schon leicht gestört in meinen, eben wie ich mich ständig herausfordere. Aber ich habe unterdessen sehr einen spielerischen Zugang zu dem Ganzen entwickelt. Und dann ist es auch gesund und okay. Ich glaube, wenn es verbissen wäre, dann wäre es nicht cool. Ja, und die Freude, die du sagst, ist natürlich schon so, oder? Ich glaube, wir haben das Glück, einen Job gefunden zu haben, der sehr, sehr nah bei unserem Herz ist. Und wenn man das hat, ist das schon ein riesiges Geschenk. Obwohl ich heute nicht mehr an der Front bin und Interviews mache, sondern quasi Prozesse neu strukturieren für ein Medienunternehmen, was aber genauso spannend ist. Was ich schon schön finde, ist, du hast jetzt gerade angesprochen, die Selbstzweifel kennst du natürlich auch. Also es läuft nicht alles perfekt bei einer Steffi Buchli, aber wie zeigt sich das, wenn du so ein bisschen anfängst, an dir zu zweifeln? Hey, ich glaube, das sind ganz, ganz ehrliche Momente und es sind meistens Momente, wo es um meine Tochter geht, wo ich wie denke, werde ich dieser ganzen Situation gerecht? Hätte ich vielleicht doch etwas anderes machen sollen? Wo ich in Muster zurückfalle, wo ich eigentlich denke, Mann, jetzt bist du immer noch nicht darüber hinweg. Also, wenn jemand mit einem komischen Unterton eine Frage stellt zu dem Berlin-Job, wo ich merke, die Frage zielt eigentlich dorthin, aber sorry, solltest du nicht einfach daheim sein bei deiner Tochter? Dann ist es nicht so, dass ich das allglatt einfach zur Kenntnis nehmen kann. Es ist nach wie vor so, dass mich das leicht destabilisiert und je nachdem, was ich gerade für einen Tag habe, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und ich bin auch da, fängt gut im mich wieder einmitten. Aber es ist nach wie vor so, dass ich dem nicht einfach so kann, wie Teflon entgegentreten. Also bist du sehr ein mutiges Mädchen oder weißt, hat dir das etwas vorgelebt? Dass, irgendwoher muss es ja dann kommen, ausser wo du sagst, wo du keinen Master hast. Ja. Also bist du schon, die kleine Steffi schon die gewesen, wo als dritte Person etwas gesagt hat oder so im Kinski schon? Also es ist lustig, ich habe mal Maria gespielt, also die von Josef im Krippenspiel. Habe ich auch mal. Hast du sogar gesungen? Nein, tatsächlich. Hast du sogar gesungen? Gesungen habe ich zum Glück nicht, aber ich habe dort schon quasi eine Hauptrolle angestrebt, das war im Kinski. Nachher in der Schule bin ich oft Klassensprecherin, aber einfach auch, weil mir das nicht Sorgen gemacht hat. Ich konnte vor die Klasse herstehen und für etwas einstehen. Ich hatte nachher auch Freude gehabt, wenn wir etwas durchgebracht haben. Das habe ich gerne gehabt. Aber ich war überhaupt kein Lautsprecher oder ich bin überhaupt nicht immer im Mittelpunkt gestanden. Im Gegenteil. Ich glaube, der Appetit, nein, der Hunger ist mit dem Essen gekommen, sagt man das so? Ich habe, glaube erst mit der Zeit gemerkt, wie das mir Spass macht, als ich zum Beispiel Moderatorin geworden bin beim SRF. Das war nie mein Kindheitstraum. Ich bin dort reingerutscht, habe irgendwann mal gefunden, ja, mach mal bei dem Casting mit. Und dann bin ich da durchgekommen. Und dann habe ich die erste Sendung gemacht und habe gemerkt, das ist cool. Jetzt will ich aber die Beste werden, weil so Drittbeste ist ja dann nicht gut genug. Und dann hat mich das angetrieben. Nachher zu MySports zu wechseln, das erste Mal Verantwortung übernehmen. Es waren immer die Schritte. Einer ist nach dem anderen gekommen und ich hatte aber nie einen geplant. Und das ist ja eigentlich noch das Schöne. Also das heisst, du bist nicht unbedingt ein total mutiges Mädchen, schon auch. Es ist eher mit dem Prozess gekommen. Ja, genau. Also, was ich muss sagen, und da bin ich meinen Eltern natürlich wahnsinnig dankbar. Ich bin aufgewachsen, wirklich einfach mit 2 Beinen auf dem Boden und habe von ihnen eine sehr gute Grundhaltung mit auf den Weg bekommen von «Du bist okay». Also es ist nicht bei uns abgestraft worden, wenn ich mal mit einer schlechten Note heimgekommen bin. Es war nicht eine Überforderung da von Seiten der Eltern. Man hat dürfen. Und umso mehr, glaube ich, habe ich dann selber einen sehr grossen Ehrgeiz drumherum entwickelt. Also ein Urvertrauen? Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wertvolles, wenn man das hat. Ich glaube, das ist ein Geschenk, wenn man das hat. Ja, absolut. Absolut. Ich habe da im Fokus vor ein paar Wochen einen
einen Teilzeitchef gehabt, wo 2 Kinder hat und eben nur Chef sein will und sichtbar machen, dass das auch als Teilzeitchef geht. Und ich finde es wichtig, dass eben Männer auch über das reden. Das ist ja auch ein Thema von dir. Eben das ganze Familienmodell, du hast vorhin gesagt, ist ein Punkt, wo wenn dich etwas trifft, vor allem in diesem Bereich, wenn man darüber redet. Wie ist das für dich? Was hast du das Gefühl, wie wichtig ist in dem Ganzen auch die Rolle von Männern, die das sehr sichtbar machen? Unglaublich wichtig. Ich glaube, wir haben immer noch sehr eng gefasste Leitplanken in der Schweiz, was ist okay. Und ich glaube, da sind wir immer noch sehr traditionell beim Modell, der Mann bringt den grossen Klotz heim und die Frau tut so 40-60% nebenzu auch noch etwas machen. Dass sie etwas für sich hat, sagt man dann nämlich so gönnerhaft. Ich glaube, das ist so die Norm, die niemand mötzelt. Aber wenn eine Frau sagt, ich will 100% daheim sein und ich will für meine Kinder schauen, dann ist das so ein bisschen, das ist dann nicht langweilig. Und umgekehrt, wenn eine Frau sagt, ich will 100% arbeiten, ist es genauso komisch. Und dann, das, was du ansprichst, finde ich ultra spannend, wie fest das Männer immer noch kämpfen müssen, dass auch sie können fortschrittlich eigentlich ein Geschäftsleben leben. Das finde ich dann nämlich schon recht beelendend, dass wir noch nicht weiter sind. Und ich glaube, dort, und das sind ein paar Branchen natürlich ultrakonservativ, dort hoffe ich schon, dass wir noch mal ein paar Schritte vorwärts machen können. Weil das sollte einfach nicht so sein. Oder? Ich glaube, ich habe so eine Freiheit im Kopf, dass eigentlich, wenn immer ich sehe, dass ein Familiengefüge funktioniert und dass alle Beteiligten glücklich sind, dann ist es okay. Und wer bin ich denn, um der Anwalt zu sein und zu sagen, nein oder finde ich nicht gut oder finde ich gut? Das geht mich gar nicht an. Und am Ende geht es für einen Arbeitgeber darum, dass er Hochleistungsmitarbeiter hat, die zufrieden sind und langfristig zufrieden sind. Und wenn das ein Mann mit 80% besser kann gewährleisten, dann sollte man ihm das möglich machen. Aber es braucht, glaube ich, einfach noch Zeit. Es ist so fest in unseren Köpfen. Und also bei dir auch, du bist jetzt eben 3 bis 4 Tage in Berlin, oder? Dein Mann ist ein bisschen mehr daheim und haben aber auch noch ein Nanny. Was ist vielleicht besser gelaufen, als du gedacht hast, und was ist auch schwierig? Ich glaube, am Schluss, und das ist eigentlich meine Grundhaltung in dieser ganzen Jonglierenden, und es ist immer ein Jonglierende innerhalb von einer Familie, Planung gibt einem ganz viel Sicherheit. Das heisst, ich bin schon immer sehr akribische Planerin gewesen, wenn es auch um die Familienorganisation gegangen ist, weil ich gewusst habe, wenn alles safe, so safe wie es mag sein, organisiert ist, dann gibt mir das die Ruhe, um eben im Job abliefern, so wie ich das von mir verlange. Und ich glaube, das ist nach wie vor, auch wenn ich Menschen sehe, die am Rudern sind, wo gerade vieles schief läuft, dann ist meistens, weil die Organisation irgendwie nicht gut funktioniert. Und logischerweise kann man es am Reissbrett machen und dann kommt die Realität dazwischen. Es ist immer so, dass genau beim einen streng ist, wenn er den anderen unterstützen sollte und umgekehrt. Also es ist ja nie optimal. Oder die Grippe kommt dann beim Kind meistens dann, wenn sie gar nicht in den Fahrplan hineinpasst. Aber dann kann man auf einer gesunden Basis improvisieren und das ist okay. Aber so die Grundplanungssicherheit, glaube ich, hilft mega. Und dann geht es auch gut. Ist es für dich schwieriger zu gehen oder heimzukommen? Jetzt, du sagst, ich nehme an, in Berlin schaffst du einfach wie eine Wilde, so wie es tönt. Genau. Oder das ist einfach Vollgas. Ich komme mega gerne heim. Das Rausfliegen, das ist oft der Sonntagabend, der späteste Flug, den es gibt, wo ich rausgehe. Und der fällt mir manchmal ein bisschen schwer, weil natürlich einfach daheim sein mit der Carly ist logischerweise einfach das Beste, was es gibt. Und dann rauszugehen, aber das ist eben manchmal schon Sonntagabend, wenn sie dann ins Bett muss, das ist okay. Aber das fällt mir manchmal schon schwer. Und wenn man jetzt so ein bisschen weiterdenkt, dass alle zusammen nach Berlin kommen während des Zeitli, das war nie eine Option gewesen. Es ist noch witzig, auch da hätte es wahrscheinlich Phasen im Leben gegeben, wo ich das ratzfatz quasi reingebracht hätte als Idee. Und jetzt in der 4. habe ich ein bisschen gezögert. Karl ist in der 4. Klasse. Ich finde es jetzt im Moment eigentlich gerade besser, wenn sie die Stabilität hat und unser Lebensmittelpunkt da bleibt. Aber ich würde das auch nicht ausschliessen. Ich finde auch, man darf dort, Kinder sind zu viel mehr fähig, als wir manchmal meinen. Ich kenne ganz viele Sportler, Lebensläufe, wo die Kinder x-mal umgezogen sind und die sind wunderbar rausgekommen. Also ich glaube,
glaube, man darf da Kind nicht in Watte packen. Aber für den Moment habe ich gefunden, es ist besser so. Mhm. Ja, also euer Familienmodell ist ja von Anfang an öffentlich diskutiert worden, auch kritisiert. Du bist ja relativ hochprozentig gleich wieder zurück nach der Babypause. Wie ist das für dich, wenn etwas, was ja so privat ist, eben, wir haben es gerade gemerkt, es ist auch etwas, wo wenn dich etwas trifft, dann eher in diesem Bereich. Wie ist es, wenn etwas so privat, so öffentlich bewertet wird? Ich war froh um jede Schlagzeile, die ich vor der Schlagzeile von meiner Mutterschaftspause hatte, schon erlebt habe. Weil die haben mich alle quasi ein bisschen härter gemacht im Nähen. Also dein Style, deine genau. Frisuren. Jede Frisurschlagzeile bin ich dankbar gewesen, dass ich das mal sage. Nein, ich bin dort froh gewesen, habe ich schon recht viel geübt, apropos exponiert sein. Aber es ist dann gleich Next Level gewesen, weil es eben so das tiefste Innere eigentlich von unserer Familie getroffen hat. Da habe ich schnell ein bisschen gebissen. Aber im Nachhinein habe ich nachher nie... Ich hätte ja aufhören darüber zu reden. Aber ich habe nachher eigentlich... Das habe ich auch im Vorgespräch, weil ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich werde jetzt eigentlich mit dir eben über den Job reden. Und ich weiss nicht, dass jetzt auch noch reinbringst und das auch nicht wieder so, ja, würde sie jetzt ein Mann das fragen? Ja. Da hast du mir genau das gesagt, nein, ist dir wichtig, darüber zu reden? Ja, ich finde, wir haben dort wirklich noch viel zu besprechen, weil bevor es nicht normal ist, müssen wir eigentlich... weiter das Thema diskutieren. Ich komme natürlich dann auch sehr oft in solchen Momenten Feedback über von Frauen, die quasi still am Leiden sind. Und dort merke ich natürlich auch, die Stimme, die ich habe, dank ursprünglich eigentlich dem Job, den ich bei SRF hatte, dass man mich kennt, die möchte ich eigentlich gerne nutzen, um dort in den Köpfen etwas anzukicken. Ich hoffe, es gelingt mir manchmal. Wenn ich lese, was die Leute mir schreiben, dann habe ich es schon ein paar Mal geschafft, bei jemandem einen Gedankengang anzuregen, der nachher nachhaltig etwas verändert. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und darum rede ich eigentlich gerne immer wieder über das Thema. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass man gegen aussen nicht so tut, wie wenn alles, also als bekannte Person, nicht so tut, wie wenn alles ein Klacks wäre. Ich glaube, das Hochglanzpolierte, das schüchtert manchmal die Leute völlig ein. Und sie haben manchmal das Gefühl, bin ich eigentlich die Einzige, die Struggles hat im Alltag. Und wenn man dort auch kann sagen, hey, es ist ja bei uns manchmal das helle Chaos, das tut doch auch noch gut. Ich finde das sehr gut, weil ich weiss auch, wo wir frisch Familie hatten, habe ich auch jemanden gehabt, wo ich gewusst habe, die hat eigentlich ein Nanny, aber sagt es wie nicht. Und sieht immer, also das muss man ja nicht sagen, aber dann sagen, hey, ich bin im Planen so gut und weißt, immer perfekt gestylt. Und so denke ich so, ja, also wie fühle ich mich denn? Oder Frauen mit 3-4 Kindern, die einfach völlig überfordert sind. Aber Hauptmessage von dem, was du sagst, ist, dass ein Mensch sich in der Schweiz nicht getraut, dass er ein Nanny hat. Nicht getraut zu sagen, dass er ein Nanny hat. Eben, ich glaube, es ist wirklich, weil unsere Norm so eng gefasst ist. Von mir aus 100% Nanny bis 100% daheim sein. Es ist alles okay, solange die Beteiligten glücklich sind. Aber ich glaube, im Durchschnitt Schweizer Hirn, und man sollte nicht pauschalisieren, mache ich jetzt in dem Moment gleich, ist glaube einfach so, dass eben 40-60% ist okay und alles andere ist ein bisschen komisch. Also ich sage, ich verstehe Feminismus ein Stück weit so, ich kann entscheiden, was für mich stimmt als Frau. Selbstbestimmtheit, ja. Genau. Und ich finde halt auch, je länger, je mehr, Feminismus ist mir immer ein Anliegen, aber Gleichstellung an sich, also ob aus der männlichen Optik oder aus der weiblichen Optik, finde ich beides eigentlich ein super Thema. Ja, jetzt bei dem Vater eben auch im Fokus, genau. Der liegt ja auch unter dem. Und es hat viele Kollegen, die getrauen sich auch gar nicht zum Chef gehen und sagen, oder zum CEO, hey, ich will es so leben. Ja, genau. Ja. Also ich glaube natürlich auch so, apropos Leadership-Kultur, auch da gibt es noch sehr, sehr viel, wo man weiterentwickeln könnte. Ich glaube, es hat immer noch sehr viel Toxisches in der Führungsetage mit drin. Eben so eine gestellte, übertriebene Hochleistungskultur. Ich kann zum Beispiel nicht mehr hören, wenn Manager sagen, ich schlafe 4,5 Stunden und mache 16 Stunden Sport pro Tag. Weil ich glaube es einfach nicht. Und es langweilt mich, der Speech. Es ist so, was bringt uns das, wenn wir so etwas als Leaders oben transportieren? 4,5 Stunden schlafen, 16 Stunden Sport machen und 52 Stunden arbeiten pro Woche. Was ist denn das? Was wollen wir mit dem sagen? Oder am Morgen 3 Mails verschicken, dass am 3:30 am Morgen der Mitarbeiter das Gefühl hat, er müsse antworten.
bringt irgendwie nichts. Was ist denn für dich das Wichtige beim Leadership? Also wenn du nicht so etwas rausnehmen musst, was ist so, das ist wirklich Steffi und dem möchte ich treu bleiben? Ich glaube, du musst einfach wissen, dass du mit allem, was du machst, Vorbild bist. Und wenn du in der Nacht um 3 Mails verschickst, dann haben deine Leute das Gefühl, ich muss auch in der Nacht arbeiten. Also es ist alles ein Signal. Das heisst, so kleine Sachen. Es hat wieder mit Empathie zu tun, oder? Dass man zum Beispiel nicht einfach rücksichtslos in Feierabend rein oder am Morgen vor der 8. irgendwie Termine ansagt, dass man familienverträglich eigentlich eine Agenda setzt. Aber am Schluss wirklich einfach Menschlichkeit. Ich habe sehr oft meinen Mitarbeitern gegenüber auch offengelegt, wenn ich überfordert war oder wenn ich zum Beispiel unvorbereitet in eine Sitzung gekommen bin, dann habe ich gesagt, hey, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin nicht so gut eingelesen wie sonst. Kannst du mir schnell sagen, was sind deine 3 Hauptthemen? Und dann habe ich schnell 3 Minuten Anlauf gebraucht, nachher sind wir in die Sitzung hineingegangen und ich glaube, das ist besser als so tun wie wenn. Und was braucht es, dass du das machst? Also das braucht ja auch etwas, oder? Dass du das kannst sagen. Ich glaube, es braucht ich sein, nicht jemandem nacheifern, oder? Ich glaube, ich habe eben viel Leaders zugeschaut. Ich habe nie versucht, jemanden zu imitieren. Ich habe versucht, meinen Stil reinzubringen und dem treu zu bleiben. Und der beinhaltet in meinem Fall auch Schwäche zeigen oder eine Verletzlichkeit zu zeigen. Es bedeutet logischerweise auch immer einfordern. Ich bin sehr eine fordernde Chefin, aber ich glaube, Menschlichkeit im Chefsein, finde ich, ist völlig unterbewertet. Es wird meist noch so ein bisschen als ferner Liefen angefügt. Und ich finde es einfach zentral am Ende. Ich glaube, für einen Chef, der einem respektiert und als Mensch wahrnimmt, geht man eine Extrameile. Für einen, der einfach eine Maschine ist, geht niemand eine Extrameile. Ja, und du hast ja jetzt auch die Möglichkeit, Frauen zu fördern oder eben auch Mütter. Inwiefern machst du das dort? Also was sind die Sachen, die kannst du mitgeben? Ich bedauere, dass ich in den Jahren, wo ich im Sport noch fest war, eigentlich zu wenig Impuls setzen konnte. Immer wenn wir ausgeschrieben haben, haben wir dramatisch wenig Frauenbewerbungen gehabt, dass meine Frauenquote sowohl bei MySports als auch beim Blick nicht berauschend war. Im Gegenteil. Das ist auch die Frage, woher kommt das? Ja, genau. Ich glaube, weil wir es müsste halt wie so eigentlich von der Basis her müssten die Frauen aufwachsen. Wir haben auch an der Basis zu wenig Sportjournalistinnen gehabt, also im Regionalsport und so. Da muss man hart arbeiten. Und nachher glaube ich wirklich, dass es unsere Aufgabe ist als Führungskräfte, eine Kultur zu schaffen innerhalb der Unternehmen, wo diverse Menschen willkommen heisst. Also ich glaube, Newsräume sind traditionell sehr macho prägte, ist sehr eine macho-prägte Kultur. Das heisst, es ist eine Kultur von Lautsprechern. Was ich zum Beispiel versucht habe, ist am Sitzungstisch beim Blick, wo ich nachher eine Gesamtleitung hatte, ein Ohr zu haben für die eher introvertierten Menschen oder die leislich Sprechenden, also aktiv die abholen innerhalb von einer Sitzung. Auch das ganze Leute übers Maul fahren oder so, das habe ich eigentlich abgestellt. Das geht einfach nicht mehr. Wenn man so eine Kultur hat, wird man nie eine diverse Unternehmenskultur herbringen. Das sind so die Sachen, wo man dann und es ist nicht einmal irgendwie ein 10-Punkte-Programm oder so, sondern es ist einfach mit gesundem Menschenverstand eine gute Kultur fördern, wo unterschiedlichste Menschen und auch da wieder nicht nur Frau, Mann, sondern auch einfach Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen LGBTQ+, irgendetwas. Einfach, dass man wirklich einfach für alle Menschen ein guter Arbeitsort ist. Ich finde es wichtig, auch das mit dem Introvertierten, weil ich weiss, als ich früher ein Radio gemacht habe und ich eine Hörerin oder einen Hörer auf den Sender genommen habe, habe ich wirklich immer gehofft, dass die super gut reden, drankommen. Und jetzt finde ich es so wichtig, dass wir alle sichtbar machen. Ja. Und das ist ja auch, oder? Introvertierte haben sicher auch eine gute Idee, aber die anderen, die halt Lautsprecher, wie du sagst, sind einfach Leute. Laut- und Schnellsprecher, oder? Das ist eigentlich noch verrückt. Man muss eigentlich oft 21, und ich bin selber auch eher ein schneller
Redner. Das heisst, ich muss manchmal auch 21, 22, 23 zum Warten, bis der Introvertierte etwas sagen kann, weil er meist einfach so gescheite Sachen auf den Punkt bringt, dass man herhören sollte. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt so auch jüngere Frauen zuschauen und denken so, ja genau, sie hat so recht. Und gleichzeitig ist ja das immer so in den Köpfen, man sollte alles unter einen Hut bringen. Eben Familie, Beziehung, Kind. Wie siehst du das? Gibt es den Hut überhaupt? Kann der genug gross sein? Ich glaube, der Hut ist nie genug gross, aber man kann sich ein Setup basteln, dass es alles machbar wird. Und bei diesem Setup, das müssen wir einfach mal beim Namen nennen, ist eigentlich die Partnerwahl sehr, sehr zentral. Also das heisst, wenn man einen Partner hat, eine Partnerin hat, wo man sich ständig entschuldigen muss, für wen man seinen beruflichen Traum verwirklichen will, dass man sich halbwegs vorstellen muss, wenn man arbeiten will, dann ist das wahrscheinlich nicht die Ausgangslage, die man brauchen kann. Also das heisst, es braucht ganz ehrliche Auseinandersetzung. Ist das wirklich ein Match? Weil, blöd gesagt, eine Beziehung zu haben, das ist Pipifax im Vergleich zu eine Familie sein, oder? Da braucht es unglaublich viel Kompromiss, es braucht ein Aufeinander eingehen, es braucht eben die Leidenschaft vom anderen kennen, ihm eine Stütze zu sein, gegenseitig. Und dort ist die Partnerwahl einfach sehr, sehr zentral. Wenn man dort jemanden hat, der gar nicht will, dass man beruflich wachsen kann, dann wird das nie gut rauskommen. Also ist das bei euch klar gewesen, bevor Carly war, wie es weitergeht? Wir haben beide immer sehr viel Leidenschaft im Job gehabt, und das ist für mich total zentral, dass wir eben auch gegenseitig einander supportet. Völlig zentral. Also würdest du sagen, die dritte Frage, wenn du jemanden kennenlernst. Du, wie siehst du es mit dem? Das wäre mir noch wichtig. Vielleicht nicht so reinschiessen. Am Anfang braucht es ja doch noch ein bisschen Raum. Aber ich glaube, was nicht hilft in dem Moment, ist die totale Romantisierung im Stil von, das kommt dann schon gut. Also ich glaube, spätestens, wenn man sich entscheidet, eine Familie zu gründen, muss man mal wirklich in den Tag hineingehen. Wie stellst du dir vor? Wie stelle ich es mir vor? Und wenn dort eine grosse Diskrepanz ist, glaube ich, muss man das einfach lieber wahrnehmen in dem Moment, wo man noch reagieren kann, weil es endet einfach im Desaster, wenn es nicht so ist. Oder? Es ist immer Erwartungsmanagement und es ist ganz brutal. Es gibt wirklich Ausgangslagen, wo es nicht gut kommen kann, weil man sich von Anfang an nur enttäuschen würde. Das heisst, das Gespräch ist so ultra wichtig und es ist so etwas von nicht romantisch. Ja. Das ist das Planen, was du sagst, ist ja auch nicht romantisch. Ja, nein, überhaupt nicht. Und gleich hilft es einer Beziehung, oder? Ja, absolut. Jetzt ist Carly 10. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt Leute zuhören, die das nicht so auf dem Schirm haben, dass du in Berlin bist und so viel weg von der Familie, könnte es wieder Reaktionen geben? Was ist es bei dir mehr? Die Erwartungen, die immer noch in den Köpfen sind? Oder was ist das, was dich wirklich trifft? Wo du findest, hey, sorry, wir sind im 2026. Ich glaube, in dieser Hinsicht kann mich jetzt gar nichts mehr erschüttern, weil ich wie sehr ein gutes Gespür habe für die Situation. Ich glaube, ich wäre sofort bereit, etwas anzupassen. Und da gibt es nur jemanden, der eigentlich eine Instanz ist. Das ist innerhalb von unserer Familie. Würde ich immer Rücksicht nehmen, wenn jemand sagt, hey, das stimmt nicht mehr für mich. Aber ansonsten, glaube ich, muss dort niemand reinschwätzen. Aber was mich dann traurig macht, vielleicht so kann ich sagen, traurig macht es mich nach wie vor, wenn ich merke, dass wir noch nicht weiter sind. Ja, weil ich einfach merke, der Weg ist immer noch so weit. Ich bin jetzt 47, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldiger als früher. Ich finde wirklich, Kopferdeckel, jetzt können wir es immer noch nicht besser. Aber eben darum ist es wichtig, dass man darüber redet, dass man eben Mann oder Frau. Ja. Und was ist denn für dich persönlich jetzt noch so die Herausforderung in dem Ganzen, eben unter dem einen Hut bringen? Ich glaube, es ist schon ein bisschen das. Ich bin ein Mensch, der sich sehr stark reinziehen lässt von einer Aufgabe. Ich habe auch, was unsere Familie anbelangt, einen grossen Perfektionismus, wie ich es gerne haben will. Ich glaube, für mich ist es, dort ein bisschen lockerer zu werden. Also das heisst in der Familie, also bist du die perfekt, also weißt, ich kann natürlich auch dort gerne, nein, mehr einfach auch dort Organisation und Kontrolle, oder? Und dort manchmal einfach mal sein lassen und sagen, es kommt dann schon gut, auch wenn ich ein bisschen weniger planerisch zur Sache gehe. Und was gerade so ein bisschen mein Thema ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen Midlife-Crisis-Moment,
mir gezielt Zeit zu nehmen für mich. Also die 15 Minuten, die jetzt für mich schon der Himmel sind, wenn ich am Morgen 15 Minuten ein bisschen rumgümpeln und noch 2 Dehnübungen mache, das ist für mich schon etwas, wo ich finde, dort habe ich noch ein bisschen Luft nach oben. Hey, stimmt, ich habe im Fall irgendwie nie ein Hobby gelesen von dir. Ja, ich habe auch keins. Aber das finde ich ja völlig okay. Ich habe, glaube sehr früh, oder dass Sportjournalistinnen da sind, das hat wie alles von mir abverlangt. Und das ist so viel Herz auch dabei gewesen, dass ich nie wirklich ein Hobby entwickelt habe. Und jetzt ist natürlich Carly mein grosses Hobby. Das ist, indem wir irgendwie zusammen Sport machen, zusammen gehen lädeln, zusammen schneidern. Das ist eigentlich mein Hobby. Aber so das klassische Hobby, das dann auch sehr viel Raum bekommt, neben dem Beruf, das habe ich nie entwickelt. Vielleicht komme ich dann, wenn Carly so findet, ist jetzt gut, Mutter, dann kann ich dann vielleicht mal eins entwickeln. Das wäre noch spannend. Ja. Ich hätte noch nicht so einen Plan, was es wäre. Hey, ich habe dich noch ganz kurz fragen. Ja. 4. Entweder oder. Sicherheit oder Freiheit? Sicherheit. Warum hast du so Zweifel? Ja, weißt, ich glaube, in anderen Phasen des Lebens hätte ich noch Freiheit höher gewichtet und jetzt siehst du, wie die Welt abgeht. Es ist völlig gestört und Sicherheit in der Schweiz können wohnen, im Ponyhof von dieser Welt, ist einfach wahnsinnig. Stark wirken oder verletzlich sein? Das hast du schon ein bisschen gesagt. Verletzlich sein und gleich einen guten Schutz haben, dass nicht alles mitten ins Herz geht. Plan oder Bauchgefühl? Ach Mann, ich würde so gerne sagen Bauchgefühl, aber es ist in meinem Leben Plan. Durchziehen oder neu anfangen? Hey, neu anfangen? Was ich jetzt da die Möglichkeit hatte, durch dass ich rausgekumpelt bin und nachher schnell in die Lehre gekumpelt bin und jetzt wieder an einem neuen Punkt bin, wo ich finde, hey, wie cool ist das, würde ich sagen, neu anfangen. Wie fest sagt dein Umfeld schon, ja, warte ab, wie lange braucht es noch, bis du schon wieder irgendwie eine neue Herausforderung brauchst? Ja, die kennen mich natürlich schon recht gut. Immer wenn es zu gemütlich wird, geht es nachher weiter. Aber ich glaube, das hält mich, ich würde jetzt mal sagen, jung kann ich nicht behaupten, aber wach. Sehr wach. Du bist eben jemand, der immer weitergeht, der sich den Herausforderungen stellt. Wenn jetzt Carly, deine Tochter, in ein paar Jahren zu dir kommt und sagt, Mama, ich weiss nicht, bin ich auf dem richtigen Weg? Was ratest du ihr oder was sagst du ihr? Es ist noch spannend. Ich beobachte natürlich jetzt schon, im Moment sind es Themen rund um das quasi soziale Erwachsenwerden von einer 10-Jährigen. Auch da merkt man schon sehr viel so kleine Unsicherheiten, Diskussionen, die wir führen. Ich versuche in diesem Thema ganz fest einfach einen Partner zu sein, der zulässt und nicht die grossen Ratschläge gibt, sondern versucht zu verstehen und nachher versucht so ein bisschen Guidance zu geben, ganz fein, einfach versuchen, ihr dort gute Tipps zu geben und schon auch das Grundgefühl, du bist okay, du genügst, du bist gut genug, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass ein Mensch das wirklich fühlt und das ist vor allem bei den Mädchen ist das, glaube ich, noch ein bisschen mehr ein Thema als bei den Buben. Ist das unglaublich wichtig, dass man ihnen das immer wieder sagt, sowohl körperlich als auch charakterlich. Du bist einfach gut so, wie du bist. Und dort, glaube ich, würde ich auch bei ihr umso mehr nie müde werden, um ihr das immer wieder zu sagen, so wie ich es auch allen jungen Frauen immer wieder versuche zu sagen. Das kann man auch nie genug hören, oder? Ja, ich finde es wirklich. Und es ist noch spannend, oder? Auch oft, wenn ich mit sehr erfolgreichen Frauen rede, die gegen aussen auch wahnsinnig selbstbewusst wirken, ich glaube, die Momente von Unsicherheit, von Zweifel, die haben so viele Menschen. Und wenn man dort kann, ein bisschen mehr oder helfen, dass es ein bisschen standfester wird, das ganze Gerüst, dann ist das sehr wertvoll. Helfen und eben gleichzeitig auch das zeigen, wenn man selber mal stoggelt. Ja, unbedingt. Also dort sind wir natürlich auch, ich weiss nicht, wie du das siehst, aber dort sind wir natürlich auch fürchterlich in der Schweiz. Oder? Stolpern wird oft mit Häme quittiert. Hast du gesehen, was dann passiert ist? Mutige Unternehmer zum Beispiel. Geh mal auf Kalifornien. Dort wird jeder gefeiert, der 3-mal gestolpert ist, weil dann die Chance immer grösser wird, dass er nachher nicht durch die Decke geht. Und das Hämische, das wir dort haben, oder das auch die Fehlerkultur, oder? Ja, Fehlerkultur ist völlig zentral, finde ich. Dort sollten wir auch noch besser und nachsichtiger werden. Das würde ganz viel ändern. Darum Fehler zugeben und sagen, ja,
Ja, und ist ich finde, passiert. wenn du nicht so eine Idee hast, aber bist doch der erste Follower, der findet, yes, probier es aus. Unbedingt. Ich glaube, mutige Entscheidungen haben uns eigentlich immer schlauer gemacht und gefestigter gemacht. Oder? Manchmal musst du ja ein bisschen den Weg suchen, wo geht es jetzt durch. Ich weiss noch, zu dem Zeitpunkt, wo ich bei SRF geschafft habe, ich hatte alle coole Sendungen, die man haben konnte. Ich habe aber gemerkt, das zieht mich weg. Ich habe so lange gesucht, bis ich gewusst habe, wohin zieht es mich, bis ich gemerkt habe, aha, es ist Verantwortung tragen, es ist eben vorgesetzte Person werden. Das hat mega lang gedauert und der Findungsprozess, wenn mich dort einer gedeckelt hätte und gesagt hätte, na, hör jetzt mal auf, das so blöd rumstudieren, jetzt bleib doch einfach da, wo du bist, das hat mich mega eingeschüchtert in dem Moment. Ich finde es sehr inspirierend, dass eben das nach Neuem suchen, Ja. Herausforderungen, Ja. auch wenn du das Gefühl hast, wird wahrscheinlich schwierig, aber das gleich zu packen. Also danke vielmals für die Inputs, Steffi Sehr gerne. Buchli, für das offene Gespräch und weiterhin in dem Fall viele Herausforderungen und gute Projekte. Danke vielmals für die Einladung, es war sehr schön. Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Das Gespräch gibt es auch als Podcast, überall dort, wo ihr Podcasts hört. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.